Welche Kremer gedenkt ihr in die auf Drummond Street? Eine Bäckerei, hat er gesagt? Ja, sie gewähren auf Drummond Street, die gewähren jeden seinen gewähren also man sucht da reingemischt zusammen, nicht bloß mit ihnen, aber mit Italienern in Drummond Street, weil die Italiener sind euch, sie sind gekommen bald, also 38, 39, aber bald nach dem Kommen wäre Australien geworden ein Land von Immigration. Es gewähren eine Bäckerei und auf der anderen Ecke von demselben Block gewähren ein Fruchtshop. Von Italiener sind verkauft Frucht und jeden haben gebackt Brot. Damals in 1945, 46, 47, 48 bis 1955, 56 da in Melbourne, nicht bloß in Melbourne, aber in Australien, ob nicht gebackt Brot sindig. Da haben wir nicht gekannt, ob frische Brot sindig. Aber die jiddische Bäckerei sind doch nicht, sie haben nicht gebackt Schabbos. Aber der Gesetzliche, wenn sie im Ton nicht backen, sindig. Aber die jiddische Bäckerei haben gegangen zu Local Council und they lobbied. Und sie haben gesagt, das ist nicht not fair. 2 Tage in der Woche, wir können nicht backen Schabbos, weil wir sind religiösen, jeden will nicht kaufen Brot Schabbos. Wir können nicht auf den Sonntag, weil ihr sagt, das ist gegen das Gesetz. Es ist geworden ein spezielles Gesetz. Als die jiddische Bäckerei können aufmachen, Sonntag. Ist gewesen, wenn in der ersten Woche, wenn es auch aufgemacht, ich komme von ganz Melbourne und seinen gewähnt Schiris von Menschen, die Polizei gemisst kommen, gewähnt Schiris von Menschen, so haben gewahrt, 1 Show, 2 Show, 3 Show, ist mein Tate, er hat sich gekannt, ist der Bäcker gesagt zu ihm, Shabbos zu nachts, Mr. Motze Shabbos, ihr müsst kommen mir helfen backen. Haben sie angehalten, 9 Uhr bei Nacht. Und sie haben gebacken, bis 1 noch Mittag, Sintig. So haben sie verkauft, also in der Tausende. Und das ist gewesen, bis wann nicht die Regierung gesehen hat, als es eine Narrigkeit haben aufgemacht, alle Bäckerei auf Sintig. Nicht auf Drummond Street, aber auf der zweiten jiddische Gasse, was heißt Lygon Street. Dort gewähren Bornsteins, sie sagt Bornsteins der Delikatessen, sie gewähren 2 Schneider, sie gewähren noch eine Bäckerei, sie gewähren von Käse, einer hat gekauft von Käse und von Milch, dairy, given. 2 butchers, 2 kosher butchers. You can't have 1, you have to have 2. Given 2. Was noch given? Sie given a Café, a Restaurant, 2 kosher Restaurants. In der Zwiebel, ja. Aber nicht auf Drummond Street, auf der zweiten Gas, ein Gas, was heißt Rathdown Street, und der andere Gas Lygon Street gewesen. Ja. Und sie gewesen in Market. Victoria Market, das ist gewesen sehr wichtig für die ersten jiddische Businesses, was haben sich aufgemacht. Da Schirr, Kleider, Schmattes haben sich verkauft. Jeden sind nicht gewesen, so nicht verkaufte Fruchten, Vegetables und so weiter, aber Schmattes ja. Und bis heutigen Tag ist vielleicht noch da im Markt ein paar jiddische geblieben, seinen einiglich, von die wir sind gegart, übergegeben von einem Tag zum zweiten Tag schon zum dritten Tag. Aber sie gewähnt damals
sie gewähnen, es ist nicht gewähnt dieselbe Sache, was sie gewähnen in Amerika, aber, wie man sagt, der erste daraus kommt, muss sich wegstellen, ökonomisch. Die Kinder gehen in Schulen, sie werden Doktoren, Lawyers und Engineers. Keine Horror, australische Jiden sind wie man sagt, a success story. On the whole.